Es war wirklich eine wunderschöne Geburt. Und sie ist auch jetzt noch, also ich erzähle heute noch, es war wirklich meine schönste Geburt. Bis zu dem Moment im Spital, wo ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Und dann hat es einen Notfall-Kaiserschnitt gegeben. Und er ist dann aber schon verstorben. Dann ist es einfach darum gegangen, dass man halt mich auch noch retten kann. Meine Schwangerschaft mit dem Niven war eine sehr schöne Schwangerschaft. Also eigentlich die schönste von allen 3 Kindern. Sie war unbeschwert, ich hatte keine Beschwerden. Ich habe extrem zugenommen, so wie immer bei den Buben. Ja, er war sehr ein aktives Kind. Das war keines der anderen. Ja, also ich hatte eine extreme Bindung zu ihm die ganze Schwangerschaft über. Die Geburt von Niven hat ganz normal angefangen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf die Geburt, weil ich nach dem 2. Kind einen Kaiserschnitt hatte und habe mich gefreut, wieder natürlich zu gebären. Ich habe das auch von allen Seiten bestätigt bekommen, dass das kein Problem ist nach einem Kaiserschnitt. Ja, dann ist die Geburt losgegangen. Ich habe das super gemacht. Es war wirklich eine wunderschöne Geburt. Und sie ist auch jetzt noch, also ich erzähle heute noch, es war wirklich meine schönste Geburt von allen 3. Bis zu dem Moment im Spital, wo ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe ein paar Mal mich gemeldet und erzählt, dass ich merke, dass etwas nicht stimmt. Aber es hat immer geheißen, es ist normal, jede Geburt ist anders. Und dann habe ich gemerkt, wie es mich innerlich reißt. Und ja, so ist der Niven dann eigentlich durch einen Unfall, weil die alte Kaiserschnittnarbe gerissen hat, ist er in meinen Bauchraum hineingeboren. Und ja, es war recht dramatisch, weil es mir alles verrissen hat und abgerissen hat und ich fast verblutet bin. Noch dazu, genau. Und dann hat es einen Notfall-Kaiserschnitt gegeben und er ist dann aber schon verstorben, weil er hat keine Versorgung mehr hatte. Und dann ist es einfach darum gegangen, dass man halt mich auch noch retten kann. Und sie haben ihn dann probiert, noch eine Stunde zu reanimieren, aber er ist dann nicht mehr gekommen. Zudem kommt noch dazu, dass ich eine medizinische Ausbildung habe und gewusst habe, was das heisst. Und ich habe meinem Mann in dem Moment noch gesagt, einer von uns beiden kommt nicht mehr lebendig retour. Und so war es auch. Ja. Ich habe dann einfach wirklich, dann ist so ein Kampfinstinkt gekommen, dass ich einfach überleben will, weil ich noch meine 2 anderen Kinder zu Hause hatte. Und es ist sehr eine schwierige Entscheidung, weil eigentlich sagt man, oder viele Leute sagen, dass man alles gibt, damit das Kind lebt. Und ich würde alles geben. Aber in dem Moment habe ich auch wirklich an meine 2 Kinder gedacht. So schwer es mir gefallen ist. Aber ich habe wirklich es ist ein richtiger Kampfinstinkt gekommen. Und ich bin, glaube ich, noch nie so schnell auf einem Schrogen gelegen. Und ja, ich kann einfach beten, dass es so schnell wie möglich geht. Schon im Bewusstsein auch, dass hoffentlich er auch lebt. Aber ich habe gewusst, was es heisst, wenn man die Diagnose bekommt. Also dann ist der Schock gekommen, wirklich. Also ich mag mich ganz, ganz wenig noch erinnern, was nachher die nächsten Wochen gelaufen ist. Ich weiss auch nicht mehr, wie der Bestotter gekommen ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, es war eine extreme Leere in mir drin. Also ich bin im Bett gelegen und ich habe, glaube ich, nur die Decke angeschaut. Es ist wirklich, es hat ein Stück rausgerissen von mir auch. Ich konnte ihn nicht anschauen. Ich hatte so Angst vor einem toten Menschen. Für mich ist ein Baby ein neues Leben und nicht der Tod. Bis zu dem Moment. Und ich habe bis zu dem Moment nie gross mit dem Tod konfrontiert worden. Es war ja so, dass kein Fotograf war, jetzt zum Beispiel von einer Institution, die Fotos macht. Die waren in der Ferien und dann haben wir einfach den vom Spital haben. Der hat dann ein paar Fotos gemacht vom Niven. Und ich konnte die Fotos nie anschauen.
Ich war daheim, ich wusste, die Fotos sind im Zimmer. Und ich bin eines Tages, etwa einen Monat später, bin ich in sein Zimmer hineingegangen, wollte etwas rausholen und dann ist aus Versehen das Kuvert mit diesen Fotos am Boden geflogen. Und sie sind alle im Boden gelegen. Und der Noe war daheim mit mir. Und wir haben dann die zusammen genommen, die Fotos, und sind hier auf die Stege geguckt und haben sie miteinander angeschaut. Und ich glaube, für das werde ich ihm das Leben lang dankbar sein. Das Heimgehen war für mich Horror. Horror. Ich wusste, ich muss mit leeren Händen aus dem Spital und das war ein extremer Schritt. Also, wir haben gewusst, wie es bei den anderen 2 Kindern war. Und du gehst mit leeren Händen heim und du hast so die Erinnerungen von den anderen 2 Mal, wie du rausgegangen bist mit Maxi, Cosi und Baby und Freude. Und ja, du bist dann so in deiner Wolke und und das ist etwas, was mir wirklich am meisten eingefahren ist. Auch noch das Heimkommen ins Zimmer, also wirklich, die Tür ist zu und musste zu sein, es hat niemand dort reingehen. Also es war ganz schwierig und auch heute noch, ich mag das Zimmer nicht. Es ist jetzt alles anders, mit dem Bett wieder runtergenommen. Es ist jetzt wirklich mein Grümpeli-Zimmer, aber ich gehe heute noch nicht gerne dort rein und ich will auch nicht, dass irgendjemand, warum auch immer, dort drin ist. Ich kann es einfach nicht gerne. Es ist etwa ein halbes Jahr gegangen. Als er dann verstorben ist, haben wir ziemlich schnell eine Todesanzeige gemacht, weil wir einfach wollten, dass die Leute gerade wissen. Weil ich im ersten Moment mir nicht vorstellen konnte, wie das ist, wenn die Leute mich ansprechen. Und auch das Posten gehen, das war ganz schwierig am Anfang. Ich wohne in einem Dorf und die Leute kennen mich und wissen es. Und ich bin dann eine Zeit lang auswärts posten, aber irgendwann habe ich gewusst, ich muss mich auch dem stellen. Und dann war es dann wirklich so, dass die Leute die Strassenseite gewechselt haben, wo ich posten, oh nein, die und auf die Seite sind. Und eigentlich wollte ich allen erzählen, wie stolz ich bin. Ich habe mein 3. Kind auf die Welt gebracht und es war gesund. Also, und viele haben auch gar nicht gewusst, was genau passiert ist und sie haben einfach das Gefühl, er ist jetzt einfach gestorben. Und er ist ja nicht einfach gestorben, sondern es war wirklich ein Unfall. Und das war schon hart. Und eben viele, die sich dann nicht mehr gemeldet haben. Und der Niven ist immer da. Immer. Ist immer bei mir. Oder bei meinen Kindern. Er hat sein Plätzchen. Ich laufe jeden Tag vielmal an seinem Plätzchen vorbei. Ich schaue an, ich denke ihn. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt viel bewusst dort sitze. Und das ist jetzt, ja. Aber logisch, er ist schon rum.